Wie hat Ihnen der heutige Abend gefallen? Ich bin natürlich ein wenig befangen, weil wir Ausrichter dieses Abends sind, aber ich habe mich gut unterhalten. Ich habe mich sehr gefreut für die Preisträgerin, weil sie eine sehr verdiente Preisträgerin ist, die vieles für das Land geleistet hat. Und das ist bei diesem Abend das Wichtigste, weil es ist der Abend der Preisträgerin, des Preisträgers und wir haben die Ehre, das ausrichten zu dürfen. Ja, super. Also das ganze Programm wirklich sehr, sehr, sehr toll. War ganz, ganz ausgezeichnet. Und auch die ganzen Reden, also wirklich unheimlich gut, professionell, also wirklich, war ganz, ganz schön. Wunderbar, ich bin froh, dass ich da war, dass ich dabei war. Ich kenne die Hildegard Breiner wirklich jetzt schon seit langem. Für mich ist sie eine beeindruckende Frau in der Konsequenz ihrer Haltung und in der Art und Weise, wie sie ihre Haltung transportiert und hinüberbringt. Schon einige Projekte mit ihr durchgefochten und die Stadt Bregenz ist stolz, ihre Heimatstadt sein zu dürfen. Ja, für mich ist natürlich was Besonderes, weil ich so viele Jahre miterlebt habe, wie die Mama um alles kämpft und wie sie positiv um die Dinge kämpft und arbeitet. Und es ist einfach eine Genugtuung für die Mama und eine wunderbare Ehre, die wahrscheinlich niemand mehr gewünscht hätte wie der Mama. Können Sie uns kurz erklären, was Frau Breiner alles gemacht hat? Ich glaube, was die Frau Breiner auszeichnet, und das ist überhaupt bei den Berufspreisträgern so, die setzen sich für Dinge ein zu einem Zeitpunkt, in dem das noch nicht modern ist, in dem sie eigentlich Außenseiter sind, gegen Widerstände kämpfen müssen. Sie hat sich zu einer Zeit für Umweltschutz eingesetzt und gegen die Atomkraft, als das nicht modern war, als nicht jeder für diese Anliegen sich eingesetzt hat, und das zeichnet die Frau Breiner sicher aus und auch das, dass sie es über viele Jahrzehnte durchgehalten hat. Was macht Frau Hildegard Breiner denn besonders als Preisträgerin aus? Dass sie die zwei wesentlichen Punkte sind sicher, das eine ist der Respekt, den sie vor allem hat, vor den Menschen, vor der Natur vor allem und das auch lebt. Und das zweite ist, dass sie eben die Dinge positiv macht, dass sie nicht immer nur, wie man oft sieht, negativ oder dagegen ist, gegen alles Mögliche, sondern versucht, wie man Positives verändern kann. Und das zeichnet wahrscheinlich selten jemanden so aus wie sie für diesen Preis. Es tut unwahrscheinlich viel für die Umwelt und sie ist gegen Atomkraft und das finde ich einfach toll, dass sie sich so viele Jahre intensiv damit befasst. Finde ich wirklich einmalig. Also sie engagiert sich unwahrscheinlich.